So, da bin ich wieder. Aha. Ach, hast du auch schon ganz schön Stückchen geschafft. Ja, ein Stück weit halt. Okay. Jetzt sind die Frustrute weg, jetzt wieder Zeit für mein übliches Oberarmtraining. Zeilergeschäft. Was machst du? Oberarm- und Kreuztraining. Aha. Unter der Zeile die Felge, das was halt wächst, weg. Okay. In der Zeile selber, da sieht man ja, da ist die Dauerbegrünung drin. Ja. Sieht hübsch aus. Ist das auch was für die Biene oder wie? Drüber haben wir so eine Artenvielfalt-Mischung. Also es ist so eine Blühmischung neu gesät. Die lassen wir jetzt wachsen. Dann können sie mal aussamen und dann können wir sie noch wegmachen im Sommer. Sieht immer ein bisschen anders aus, gell? Das ist halt so, das ist eine Mischung. Mhm. Jetzt ist da einer, was da wächst, unter der Zeile, die mache ich weg. Dass es nicht den Stock oben rein wächst. Aha. Dass wir da kein Problem haben. Warum machst du das von Hand? Weil wir nicht so einen großen Wenger haben. Aha. Letztendlich ist es so, ich kann es in der Fläche da kriege ich es noch geschafft, dass ich die Zeile noch so weit felgen kann. Mhm. Wenn es mehr wäre, könnte es nicht. Dann würde ich das machen halt wie die meisten, halt chemisch bekämpfen oder nass bekämpfen, sagen ja viele. Aha. Ich tue nass felgen. Aber wenn ich so von Hand felge, kann ich das Glyphosat vermeiden, das Unsägliche. Das finde ich gut von dir. Von dem her ist mir es dann doch wert, dass ich hier das von Hand mit Stück für Stück durch den Wenger schaffe. Gut. Dein So. Beitrag zur Natur. Kommen wir mal Wenn jeder gleich ein bisschen was macht, schau gut. das, was man kann. Also ich mache das, was ich selber kann. Dass man jetzt nicht das ganz ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Das ist halt die Sache. Wir haben keine resistente Sorte. Das heißt, gegen Mehltau müssen die Stücke durchbehandelt werden. Das kann ich nicht vermeiden durch irgendwas. Aber das Zeile abspritzen mit Glyphosat, das kann ich dann mit der Feldhauer ersetzen. Das Hacker, das ist doch eigentlich, das ist eine Erfahrung, die man aus dem Garten hat, ist eigentlich auch ganz gut gegen Austrocknen, wenn man immer wieder oben das öffnet, oder nicht? Ja klar, da werden die Kapillare geschlossener oder nee, aufgerissen eigentlich eher, zerrissen, dass der Boden nicht so schnell austrocknet. Letztendlich ist es auch so gut, dass der Boden grundsätzlich ein bisschen locker ist um die Stecke rum. Ja. Also das ist alles eine Sache, die noch verschiedene andere Vorteile hat. Okay. Es sind ja dann sonst viele, die noch auch unter ihre Stecke haben. Der Nachbar, der zackert es ja auch immer an. Mhm. Da sieht man es ja noch auch. Wobei er es halt tatsächlich nass bekämpft, dann das Unkraut. Also er spritzt dann unter der Reihe ab, pflügt es dann einmal rum, Ja. dann sieht es so aus. Okay. Also dann schaff's noch gut. Ja. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.